Man sagt, dass die Provinz Vojvodina, ein Bestandteil von Serbien, ein schläfriges Flachland ist, mit Städten und Dörfern, die alle einander ähnlich sind. Und wenn man eins gesehen hat, hat man sie alle gesehen. Dieses Gefühl haben nur diejenigen, die Vojvodina nicht kennen, ihre historische Geschichte und ihre wunderschönen Städte. Vrbas ist eine dieser Städte. Erlauben Sie uns, dass wir Ihnen in den nächsten Minuten die Stadt Vrbas vorstellen, ihre Geschichte, ihre Position und alles, was sie interessant macht. Man schreibt das Jahr 1387 als das Gründungsjahr der Stadt Vrbas, obwohl es schriftliche Beweise gibt, dass diese Region schon 1213 bewohnt war. Nach dem Rückzug des Osmanischen Reiches kommt es zu großen Veränderungen in dem Gebiet, wo sich Vrbas heute befindet. Völkerwanderungen und Kolonisation brachten Völker aus Europa und der Balkanregion zusammen. Vrbas wurde eine multiethnische Stadt mit russinischen, ungarischen, deutschen und serbischen Bewohnern. Mit der Wanderung kam auch der Fortschritt. Bemerkenswert war die Grabung des großen Bačka-Kanals, der eine wichtige Rolle spielt, dass die Stadt Vrbas ein Zentrum in Bačka-Bezirk und in der Provinz Vojvodina wird. Dank der guten Wasser- und Landverbindungen, aber auch der Position, wächst Vrbas in ein wichtiges Industriezentrum dieser Zeit. Ein gutes Beispiel sind die Speiseölfabrik und die Zuckerfabrik, die Anfang des 19. Jahrhunderts gebaut wurden. Die zweite Industrierevolution kam nach dem Zweiten Weltkrieg und machte die Stadt Vrbas, was sie heute ist. Ein wichtiges Industriezentrum der Provinz Vojvodina. Die Gemeinde Vrbas befindet sich im zentralen Bačka, ein von 3 Bestandteilen der Provinz Vojvodina. Die Gemeinde Vrbas besteht aus der Stadt Vrbas und kleinen Städten und Dörfern, Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Ravno Selo, Kucura und Savino Selo. Die Entfernung zwischen Vrbas und den restlichen Teilen der Gemeinde beträgt von 8 bis maximal 20 Kilometer. Die Fläche der Gemeinde Vrbas beträgt 376 Quadratkilometer, wo 45.755 Einwohner leben, verschiedener Nationen und Nationalitäten. Das Straßennetz der Gemeinde Vrbas ist sehr gut, aber was viel wichtiger ist, ist das Straßennetz, das Vrbas mit anderen Großstädten verbindet. Als erstes haben wir eine sehr wichtige Zugkreuzung, Subotica-Vrbas-Belgrad, die Vrbas, Vojvodina und Serbien mit europäischen Zentren über Ungarn verbindet. Die zweite wichtige Bahnroute ist von Sombor nach Vrbas und weiter, die Vrbas, Vojvodina und Serbien mit Kroatien und Slowenien verbindet. 8 Kilometer von Vrbas befindet sich die Autobahn E75. Sie verbindet Belgrad mit Novi Sad und Subotica oder anders gesagt Serbien mit Vojvodina und Ungarn. Die Stadt Vrbas ist sehr gut verbunden mit den großen und wichtigen Zentren in der Region. Von der Gründung bis heute hat die Stadt Vrbas ihre gute geografische Lage benutzt und wuchs in eins der wichtigsten Industriestädte Vojvodinas. Mit Giganten wie die Fleischfabrik Karnex, Zuckerfabrik Bačka, Speiseölfabrik Vital und Keksfabrik Medela hatten die Bewohner der Gemeinde Vrbas sichere Arbeitsplätze. Heute beschäftigt die Industrie der Stadt Vrbas 30% der Gemeinde, 35% sind Landarbeiter, 15% Selbstständige und 20% der Gemeinde Vrbas arbeiten in Filialen wie die Lebensmittelgiganten Maximax, Mercator und Figrad in Vrbas. Über 18 Bankfilialen gibt es in der Stadt Vrbas, serbische wie AIK Bank aus Niš, aber auch internationale wie die Erste Bank, Hypo Alpe Adria Bank und andere. Die gute finanzielle Lage der Bewohner der Gemeinde Vrbas, die günstige Lage, Land- und Baugenehmigungen zu bekommen, wie auch die starke Infrastruktur, zieht neue Geschäfte und Investoren an.
Wir hoffen, dass Ihnen unsere kleine Präsentation gefallen hat und dass wir Ihr Interesse geweckt haben, die Gemeinde Vrbas näher kennenzulernen. Wenn das der Fall ist, laden wir Sie herzlich ein.